da. Wer noch? Mutter, willst du den ganzen Tag vom Fernseher hocken und zusehen, wie das Gras wächst? Und weiter geht's mit dem spannenden Live-Bericht über das Graswachstum auf dieser biogrünen, saftigen Wiese. Stimmt's, Armin? Und ob das stimmt, Mario. Wir haben dieses naturbelassene Gras seit 4 Tagen im Auge. Bis jetzt ist es fast einen ganzen halben Zentimeter gewachsen. Oh, ja, soeben höre ich, die Kamera fährt noch dichter an die Halme ran. Aufgepasst! Das Wetter ist traumhaft. Wir wollen ein bisschen in den Sumpf. Willst du mitkommen? Warum denn? Baby spielt so gern im Schlamm. Baby nimmt den Schlamm einmal mit. Und wir zwei können uns auf den Felsen sonnen. Da hätten wir früher aufstehen müssen. Die besten Felsen sind schon Ach, lass besetzt. dich nicht immer so hängen. Fran, wenn man so alt ist wie ich, ist man froh, dass man sich hängen lassen darf. Hallöchen, Oma. Hallo, Mama. Wiedersehen. Halt, Charlene. Was? Wieso unternimmst du nicht mal was mit deiner Oma? Tja, weißt du, das ist ein spitzenmäßiger Einfall, aber der passt mir jetzt nicht in den Kram. Tut mir leid, ich muss passen. Vielleicht später mal. Das war keine Frage, mein Kind, das war ein Befehl. Na fein. Überredet. Klasse. Du, Oma, Was denn? wollen wir was unternehmen? Wir könnten vielleicht, Tja, was könnten wir denn, ach ja, genau, du könntest doch dein Fotoalbum herauskramen und mir von deinen Freundinnen und ihren Wehwehchen erzählen. Wir könnten auch um die Wette stricken. Nein, ich kann mich auch alleine unterhalten. Und wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, falle ich eben tot um. Ach, Mama. Mach's gut, Oma. Lalala. Mutter, du bist einfach unmöglich. Hey, Eishockey. Super Programm. Ach, Earl, Was? du hockst hier vorm Fernseher und Mutter hockt in der Küche vorm Fernseher. Wäre es nicht viel lustiger, wenn ihr zusammen Fernsehen würdet? Aber nur, wenn ihr die Glotze auf die Birne donnert. Heißer Spruch, Earl. Ich mache mir aber Sorgen, sie wirkt heute so bedrückt. Sieh doch mal ab und zu nach ihr. Und wenn du schon dabei bist, sag ihr was Nettes. Hey, das Spiel fängt gleich an. Ja, fein, versprochen. Lieb von dir. Es ist ein wunderprächtiger Tag hier draußen am Schwanensee und da kommt auch schon die Bronto-Mannschaft aufs Eis Ja. geklettert. Oh, aber leider brechen sie ein und voll ins Wasser. Das ist wieder mal typisch für diese schlaffen Pflanzenfresser. Dummerweise passiert ihnen sowas immer am laufenden Meter. Schade. Die sind erledigt. Ein Hubschrauber ist schon unterwegs, um die völlig durchnässte und entmutigte Bronto-Mannschaft aus dem eiskalten Wasser zu hieven. Arme zum Knabbern. Das wird nicht einfach. Die Frage Hey, ist nämlich, vergiss nicht deiner Schwiegermama ein paar freundliche Wörter zu sagen, alter Knabe. Ja, wird gemacht. Wie geht's, edel altes Haus? Oh, spart dir die Antwort. Gib mir eine Büchse. Vielen lieben Dank. Also, Ethel, du hast wirklich eine mächtig prächtige Decke über deine Beine gelegt. Brauchst du die Chips noch? Heißen Dank. Na, hast du deine Schwiegermama aufgemuntert? Hab ich. Schön. Ich staune, so nett hat sie noch nie mit mir geplaudert. Wirklich? Sie war nicht giftig, hat mich nicht bepöbelt, hat mir nichts an den Kopf geschmissen. Ach du dicker Dino, sie ist tot. Liebe Ethel, Hallochen. Sagen Sie, sind Sie tot? Ich habe eine Idee, warte mal. Wirklich? Hör mal, pass auf. Ich futter dir die letzten Fleischchips vor der Nase weg. Ich schnapp dir die letzten Fleischchips weg. Hier spricht dein heißgeliebter Schwiegersohn. Ja. Sie muss echt tot sein. Sonst hätte mich diese Essigspritze längst zur Schnecke gemacht. Warte, wenn ich dir auf den Schädel spucken könnte, dann... Hörst du mich? Was machen wir bloß mit ihr? Wir können uns das Spiel weiter ansehen und sie einfach hier sitzen lassen. Ja. Nun kann sie uns nicht mehr dazwischen funken. Genau. Ethel, komm zu uns ins Licht. Komm zu uns ins Licht. Ihr müsst mir nicht alles zweimal sagen. Ich bin nicht taub, ich bin nur tot. Hört auf, was soll der alberne Blödsinn? Nehmt eure Wühlfinger weg. Ich hab gesagt, Wühlfinger weg. Woher soll ich wissen, ob ihr euch vorher die Hände gewaschen habt? Ins Licht. Als ich das kapiere ich nicht. Dieses Licht ist so blendend hell, so blendend hell. So blendend hell. Oh, tut mir wirklich leid. Ist es so besser? Jungchen, ihr habt ja hier eine stinkfeine Einrichtung. Tja, Sie sind ja im Palast des Jenseits und wir haben guten Ruf zu verteidigen. Das leuchtet mir ein. Na, kommen Sie, ich führe Sie erst mal rum. Reizend von dir.
Da drüben ist unser Speisesaal mit Meeresblick. Da ist unser Iss-so-viel-du-willst-Ewigkeitsbuffet. Ist der Fisch auch frisch? Frisch? Der wird direkt vom Essen geschaffen. Gut. Wir haben sie schön tief eingebuddelt. Den meisten Dinos wäre bei 3 Metern die Lust vergangen. Die meisten Dinos sind eben nicht mit vollem Herzen dabei. Die Experten behaupten, wenn man den Herzmuskel mal so richtig rannimmt, dann kommen echte Freudengefühle auf. Und die Experten müssen... Wird mir nichts ausmachen, wenn ich mir bei der Freude eine Herzmuskelkarte einfange. Traumhaftes Plätzchen für eine tote Dino-Oma. Hätte nicht übel Lust, ewig hier zu bleiben. Genau darum geht's ja. Ins Jenseits schlüpfen und sich wohlfühlen. Jungchen, ich würde liebend gern meinen Mann sehen. Sagen Sie mir, wie Sie heißen? Ethel Phillips. Merkwürdig. Wir haben gar keine Reservierung für Sie. Waren Sie denn eigentlich für heute gebucht? Verstehe kein Wort. Ist das hier ein Reisebüro? Aha, da haben wir ja Ihren Namen. Oh, wir haben Sie noch gar nicht erwartet. Sie sind um Jahre zu früh gekommen. Da hat sich jemand gewaltig geirrt. Ich will meinen Mann sehen sofort. Ich bin tot und weiß, was ich für Rechte habe. Irrtum, Sie sind bloß halbtot. Das geht vorüber. Sie sind ein bisschen ohnmächtig. Sie brauchen keine Angst zu haben. Jeden Moment wachen Sie quietschfidel und dino-munter wieder auf. Was? Hallo? Hallo? Da sind wir. Fran, Liebling, ich muss dir was sagen. Der Sumpf war fürchterlich überlaufen. Hab Blutekel gefangen, will ich behalten. Nein, die gibt's zum Abendessen. Lecker. Fanny, da wir gerade von Blutsaugern sprechen, wir haben doch deiner Mutter erlaubt, dass sie sich bis an ihr Lebensende hier breit machen darf. Und nun ist sie ganz plötzlich ausgezogen. Was redest du für Blödsinn? Wo ist sie abgeblieben? Mutter! Ich glaube, da musst du schon ein bisschen mehr brüllen. Roy, das ist ein furchtbar trauriger Augenblick. Tja, wer hätte geglaubt, dass die Zeit so schnell verfliegt? Also, Fran, mein allerherzlichstes Beileid. Und, was soll man in so einem Moment noch sagen? Mach's gut und nimm's nicht so schwer, es gibt Schlimmeres. Earl, was willst du mit dieser Schaufel? 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 Pass mal auf. Das Leben ist sowas Ähnliches wie Ebbe und Flut. Es kommt und geht, es schwemmt Neues an und schwemmt dafür das Alte weg. Mit dem Ding habe ich deine Mutter begraben. Du hast meine Mutter begraben? Hör mal, Fanny, Liebling, sie ist ganz plötzlich tot umgekippt. Und du weißt doch, hier treiben sich eine Menge Raubsaurier rum. Sie ist wirklich tot? Wieso ist sie denn so plötzlich gestorben? Was hat der Doktor gesagt? Weißt du, sowas Ähnliches wie ein Doktor war eigentlich nicht hier. Es war kein Arzt da? Hast du ihr den Puls gefühlt? Puls? Aber klar doch, ist wieder mal typisch. Du kommst hier reingeschneit, wenn alles vorbei ist, und dann machst du so einen Wind von wegen Puls und sowas. Und woher wusstest du, ob sie überhaupt tot ist? Fran, ich weiß, wann jemand tot ist. Bin ja kein kompletter Vollidiot. Da bist du auf dem Holzweg, Fettbacke. Ui, ui. Franny, Liebling, ich hab hier was für dich. Kommt echt von Herzen. Soll ich es dir vielleicht mal vorlesen, Zuckerstück? Ich nehme das mal als Ja. Was soll ich bloß sagen? Ja, ich geb mich geschlagen. Ich mach dir nur Sorgen und Mühe. Doch das schlimmste Vergehen ist mir gestern geschehen. Ich begrub deine Mutter zu frühe. Ach, nun hab dich nicht so, Franny. Sowas passiert öfter, sonst würden die nicht solche Karten verkaufen. Du hast meine arme Mutter lebendig begraben. Hab da gestern Fehler gemacht, zugegeben. Hab gesagt, tut mir leid, also hören wir damit auf. Sie musste sich da eigenhändig wieder rauswühlen. Aus 4,5 Meter tiefen, festgetrampelten Dreck. Niemand hat ihr geholfen. Aber das war doch gestern. Gestern habe ich sie verbuddelt und heute habe ich ihr Suppe serviert. Wir sind quitt, mehr kann man nicht verlangen. Ja, Freund. Oma, das war eine dinomäßig starke Nummer. Wie hast du dich bloß aus dem Dreck rausgewühlt, ohne die Füße zu benutzen? Das Schlimmste war, dass ich mir den Rollstuhl zwischen die Zähne klemmen musste. Und da waren fiese, miese, schleimige Würmer. Eklig. Erzähl uns was vom Jenseits, Oma. Ja, das Leben nach dem Tod war das Beste, was ich jemals mitgemacht habe. Kann man da auch einkaufen? Ja, es gibt alles mit 40% Rabatt. Nein. Wir haben da eine Auswahl, von der man nur träumen kann. Nicht zu Hört fassen. auf, eure Oma braucht ein bisschen Ruhe. Sie hat Schreckliches erlebt. Ach, was Blödsinn. Der Tod ist das schönste Erlebnis meines ganzen Lebens gewesen. Ich könnte mich stundenlang darüber auslassen. Ich gehe schon. Na gut. Lalalala. Mutter, red lieber nicht so viel mit den Kindern über das Leben nach dem Tod. Könnten wir nicht das Thema wechseln? Wie du willst. Du, Robby. Im Jenseits habe ich ein umwerfend niedliches Dino-Mädchen für dich gefunden. Verdammt hübsch für so ein mausetotes Mädchen. Oma, hör auf. Hey, hört mal her, Leute. Da ist der Typ von dieser Fernsehshow. Geheimnisse, die noch geheim sind.
Hallo, Mitglieder der Fernsehgemeinde. Ach du liebe Güte, gibt es noch geheime Geheimnisse in der Nachbarschaft? Ich möchte zu einer gewissen Ethel Phillips. Ja, das bin ich. Ich bin verrückt nach Ihrer Supersendung. Woher kriegen Sie bloß Woche für Woche diese spannenden Geheimnisse? Eigentlich haben wir bloß 4 Geheimnisse. Und die bringen wir abwechselnd immer wieder. Bis jetzt hat's zum Glück noch niemand gemerkt. Donnerdinos, so machen die das also. Aber dummerweise konnten wir nicht verhindern, dass vorige Woche ein Geheimnis geplatzt ist wie eine Seifenblase. Schade. Deshalb brauchen wir ein neues Geheimnis und Ihre Geschichte passt wie die Faust aufs Auge. Das Leben nach dem Tod. Dino-Stein. Das ist so geheim, geheimer geht's nicht. Kommen wir ins Geschäft. Und da waren herrliche Kaufhöhen, die gab's wie Sand am Meer. Und Fernsehen rund um die Uhr mit 700 verschiedenen Quiz- und Familienserien. Wenn man auf einen Knopf drückte, wurden die sofort wiederholt. Und meine Verdauung hat funktioniert. Doch während Ethel Phillips die wunderbaren Wunder im Jenseits entdeckte, passierte bei den Sinclairs Folgendes. Ethels scheinbar toter Körper wurde unter die Erde gebracht von ihrem leicht einfältigen Schwiegersohn Earl und dessen schwer einfältigem Freund Ray. Hey, das ist ja eine Oberfrechheit. Der hat meinen Namen vermurkst. Dieses Wellpappengesicht, das soll ich sein? Der hat nicht die Bohne Ähnlichkeit mit mir. Nicht die Mama, guck mal. Warum sehen wir uns diesen Schwachsinn überhaupt an? Genau. Ich will die Puppenshow im anderen Kanal sehen. Ist doch eine Kindersendung. Quatsch, in der Show halten Sie der Demokratischen Gesellschaft ein Spiegelbild vors Gesicht. Dann wird sie bald abgesetzt. So, nun liegt sie im Loch. Jetzt müssen wir den ganzen Dreck auf sie raufschaufeln. Ah, hat sie sich nicht eben bewegt? Oh, ich will ja nicht das Schwarz an die Wand malen, aber kann es sein, dass sie vielleicht noch lebt? Wirklich wär's. Aber da ich nicht viel schlauer bin als diese Schaufel hier, werde ich Schwiegermama trotzdem verbuddeln. Und darauf haben diese beiden Flachhirne ihr Horrorwerk vollendet. Schaufel für Schaufel, Krume für Krume. Aber meine Zeit war noch nicht abgelaufen. Deshalb wurde ich aus dem Jenseits wieder ausgewiesen. Doch diesen wunderschönen Ort vergesse ich nicht, weil da alles viel besser, viel netter und viel angenehmer ist als im wirklichen Leben. Aber zum Glück weiß ich, irgendwann werde ich wieder dahin kommen. Hoffentlich muss ich nicht so lange warten. Eine ungewöhnliche Geschichte. Kann man wohl sagen. Nächste Woche haben wir wieder ein Geheimnis. Unsere Zuschauer. Wer sind Sie? Wieso sehen Sie sich diese Sendung an, wenn zur selben Zeit auf einem anderen Kanal eine viel bessere Puppenshow läuft? Und Schnitt. Spitzenklasse, Ethel. Was denn sonst? Ging mir ans Herz und normalerweise habe ich kein Herz. Hey, Requisite, mein Regiestuhl. Frau Phillips, das war eine besonders ergreifende Geschichte. Heute gebe ich keine Autogramme mehr. Nein, hören Sie mir zu, ich habe eine Vision. Frau Phillips, es gibt Millionen Dinos auf der Welt, die ihr Leben in Elend, Verzweiflung und Einsamkeit fristen müssen. Niemand kümmert sich um diese armen Geschöpfe. Ist meine Limousine vorgefahren? Aber wir können den armen Dinoseelen in ihrem Jammertal helfen. Wir müssen ihnen klar machen, dass sie vom Leben im Diesseits nicht so viel erwarten dürfen. Wir versprechen ihnen, ohne dass es uns was kostet, eine Belohnung für später. Sie haben uns auf das Thema Leben nach dem Tod gebracht. Und das ist der absolute Renner. Das Versprechen, dass im Jenseits alles besser wird, hält nicht nur einsame Dinos bei Lust und Laune. Damit können wir auch eine kräftige Geldquelle zum Sprudeln bringen. Klingt interessant. Was schwebt Ihnen da so vor? Und nun live über Satellit aus der Höhle zur Goldenen Hoffnung am Autobahnkleeblatt 19. Zum ersten Mal die Jenseits-Show, präsentiert von Ethel Phillips mit ihren aufregenden Geschichten von drüben. Seid mir gegrüßt. Und die 1000 Stimmen des Ethel Phillips Chors. Es strahlt wie ein Licht, es kommt auf mich zu. Holt mich schon der Jenseits-Express. Oma Ethel sitzt im Zug, lächelt freundlich mir zu. Fahr mit mir im Jenseits-Express. Geht los für die Ethel-Show. Für die Fahrt im Jenseits-Express. Geht los für die Ethel-Show. Für die Fahrt im Jenseits-Express. Vielen Dank, das war wundervoll. Willkommen, meine lieben Freunde. Wer führt ein Leben in grausamer Verzweiflung? Wer will sein jammervolles Leben endlich beenden, um fröhlich ins Jenseits einzugehen? Und wie kommt man am besten dorthin? Das wissen wir nicht! Dann lauscht alle den weisen Worten dieser freundlichen Dino-Oma, die es als einzige geschafft hat, das Jenseits zu besuchen und zurückkam, um uns davon zu berichten. Unsere Ethel Phillips. Das Leben stinkt. Aha. Ihr wisst es. Und ich weiß es. Aber das macht überhaupt nichts, denn wenn ihr es erstmal hinter euch habt, beginnt das wahre Leben und dort kommt Freude auf. Ich will euch mal erzählen, was es im Jenseits alles gibt. Die haben da eine Schmalspurbahn, die auf dem ganzen Gelände rumfährt. Es gibt Freikarten für Kinder und niemand muss mehr Schlange stehen. Baby will auch zum Jenseits fahren. Nein, du hast noch ganz viel Zeit, mein Liebling. Ich will aber gleich
zum Jenseits, sofort. Oma sagt, es viel besser als bei uns. Es gefällt mir nicht, was Mutter da im Fernsehen von sich gibt. Wer weiß, was sie damit bei den Dinos anrichtet, die zu wenig Grips mitbekommen haben. Was habe ich hier verloren? Ich will sofort ins Jenseits. Oh. Jetzt weiß ich, dass es ein Jenseits gibt. Was habe ich dann noch mit Politik, Umweltverunschmutzung oder sowas am Hut? Ich leg die Füße hoch und warte, bis ich den Löffel abgeben darf. Das klingt wunderbar edel. Und ihr könnt euch schon jetzt ein sonniges Plätzchen für ein Luxusleben im Jenseits sichern. Aber der Platz wird knapp. Also, wenn Sie sich für eine der besten Komforteigentumswohnungen mit 3 Schlafzimmern interessieren oder zumindest Besitzanteile kaufen wollen, schicken Sie mir als kleine Anzahlung so viel Dino-Mark, wie Sie im Augenblick flüssig machen können. Denn so viel Lebensqualität gibt es im Diesseits bestimmt nicht. Nicht für bedauernswerte arme Schlucker wie Sie. Aber gerade Sie sollten sich schon jetzt Ihren jenseitigen Wohlstand sichern. Und während bei uns gleich die Telefone heiß laufen, werden Sie uns noch ein bisschen mehr über die vielen Annehmlichkeiten eines Lebens nach dem Tode erzählen, Ethel. Ethel, was ist? Mit Mutter stimmt was nicht. Donna sieht aus, als wäre sie tot. Die hat vielleicht Schwein. Ich muss sofort ins Studio. Ethel. Was soll ich jetzt machen? Sie an. Tja, ich glaube, Ethel hat sich kurz aus dem Staub gemacht, um mit unserem Vertragspartner auf der anderen Seite zu reden. Denn man kann ja nie wissen, woran man bei denen im Jenseits ist. Bis dann, wir melden uns gleich wieder. Sind die Kameras aus? Ja. Ethel, Ethel. Ach, die alte Schachtel ist schon wieder tot. Ethel! 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 Louis, bist du es wirklich? Hallo, mein Mäuschen! Ach, Louis, ich hab dich ja so vermisst. Bin ich jetzt wirklich richtig tot und hinüber? Noch nicht ganz. Dieses ewige Hin und Her geht mir gewaltig auf die Nerven. Erst bin ich tot, dann bin ich lebendig, dann bin ich tot, dann wieder lebendig. Wenn ich nochmal mit dem Mund voll Dreck aufwache, dann mache ich... Nicht aufregen, mein Mäuschen. Ich habe eine wichtige Nachricht für dich. Hör bloß auf mit der Werbung fürs Jenseits. Aber Louis, bei euch ist es doch so schön gemütlich. Da, wo du herkommst, ist es auch nicht so übel. Da ist vieles sogar viel besser. Und da drüben, da ist das wahre Leben. Aber das merkst du erst, wenn du mal tot bist. Und wenn du erst mal eine Ewigkeit hier drüben bei uns im Jenseits verbracht hast, wird es dir hier gewaltig langweilig werden. Aber Louis, ich vermisse dich so. Ich vermisse dich ja auch, mein Liebling. Aber deine Zeit ist eben noch nicht um. Kommen wir denn bald wieder zusammen? Das weiß ich nicht. Wart's ab. Jetzt musst du erst mal wieder zurück ins Leben. Und versuch bloß nicht mehr mit dem Jenseits Geld zu scheffeln. Die Typen, die mit dem Jenseits eine schnelle Dino-Mark machen wollen, kriegen das Jenseits vielleicht niemals zu sehen. Die landen möglicherweise an einem weniger gemütlichen Ort. Sieh mal, was dich da erwarten würde. Hallo, Ethel! Hallo, Mutter, Mutter. Hallo, Oma. Hörst du mich? Sag doch bitte was. Hey, Moment, warte mal. Ich glaube, sie kommt zu sich. Nein, nein, nicht schon wieder. Ich habe ein hübsches Loch gegraben, also rein mit ihr. Nicht so hastig, Fettbacke. Oh. Nächstes Mal buddel ich mich selbst ein. Oh. Mann, Oma. Wo bin ich denn bloß? Oma, wir haben dich aus dem Fernsehstudio abgeholt. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir müssen deinen Produzenten anrufen. Der Typ dachte, du wärst tot. Von mir aus kann er denken, was er will. Ich höre auf mit diesem Fernsehquatsch. Aber Mutter, ich habe gedacht, du erzählst so gern vom Leben nach dem Tod. Das stimmt, Fren. Aber wenn ich mit dieser blöden Show weitermache, kann ich nicht gemütlich vor der Glotze hocken und mir ansehen, wie das Gras wächst. Logo. Ich habe was anderes vor. Ich will mein Leben genießen. Und zusehen, wie meine Enkel wachsen. Morgen fange ich damit an. Warum denn nicht heute? Hab noch was zu tun. Im Garten ist doch ein prächtiges, tiefes Loch. Da werd ich mal Fettbacke verbuddeln. Was? Doch mal! Bum, bum, bum! Bin da. Wer noch?
Mutter, willst du den ganzen Tag vom Fernseher hocken und zusehen, wie das Gras wächst? Und weiter geht's mit dem spannenden Live-Bericht über das Graswachstum auf dieser biogrünen, saftigen Wiese. Stimmt's, Arnie? Und ob das stimmt, Mario. Wir haben dieses naturbelassene Gras seit 4 Tagen im Auge. Bis jetzt ist es fast einen ganzen halben Zentimeter gewachsen. Oh, ja, soeben höre ich, die Kamera fährt noch dichter an die Halme ran. Aufgepasst. Das Wetter ist traumhaft. Wir wollen ein bisschen in den Sumpf. Willst du mitkommen? Warum denn? Baby spielt so gern im Schlamm. Baby nimmt den Schlameimer mit. Und wir zwei können uns auf den Felsen sonnen. Da hätten wir früher aufstehen müssen. Die besten Felsen sind schon besetzt. Ach, lass dich nicht immer so hängen. Fräulein, wenn man so alt ist wie ich, ist man froh, dass man sich hängen lassen darf. Hallöchen, Oma. Hallo, Mama. Wiedersehen. Halt, Charlene. Was? Wieso unternimmst du nicht mal was mit deiner Oma? Tja, weißt du, das ist ein spitzenmäßiger Einfall, aber der passt mir jetzt nicht in den Kram. Tut mir leid, ich muss passen. Vielleicht später mal. Das war keine Frage, mein Kind, das war ein Befehl. Na fein. Überredet. Klasse. Du, Oma. Was denn? Wollen wir was unternehmen? Wir könnten vielleicht, Tja, was könnten wir denn, ach ja, genau. Du könntest doch dein Fotoalbum herauskramen und mir von deinen Freundinnen und ihren Wehwehchen erzählen. Wir könnten auch um die Wette stricken. Nein, ich kann mich auch alleine unterhalten. Und wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, falle ich eben tot um. Ach, Mama. Mach's gut, Oma. Lalala. Mutter, du bist einfach unmöglich. Hey, Eishockey. Super Programm. Ach, Earl? Was? Du hockst hier vorm Fernseher und Mutter hockt in der Küche vorm Fernseher. Wäre es nicht viel lustiger, wenn ihr zusammen Fernsehen würdet? Aber nur, wenn ihr die Glotze auf die Birne donnert. Heißer Spruch, liebe Ethel. Hallochen. Sagen Sie, sind Sie tot? Ich habe eine Idee. Warte mal. Hör mal, pass auf. Ich futter dir die letzten Fleischchips vor der Nase weg. Ich schnapp dir die letzten Fleischchips weg. Hier spricht dein heißgeliebter Schwiegersohn. Ja. Sie muss echt tot sein. Sonst hätte mich diese Essigspritze längst zur Schnecke gemacht. Fettbacke, wenn ich dir auf den Schädel spucken könnte, dann... Hörst du mich? Was machen wir bloß mit ihr? Wir können uns das Spiel weiter ansehen und sie einfach hier sitzen lassen. Ja. Nun kann sie uns nicht mehr dazwischen funken. Genau. Ja. Ethel, komm zu uns ins Licht. Komm zu uns ins Licht. Ihr müsst mir nicht alles zweimal sagen. Ich bin nicht taub, ich bin nur tot. Hört auf, was soll der alberne Blödsinn? Nehmt euren Wühlfinger weg. Ich hab gesagt, Wühlfinger weg. Woher soll ich wissen, ob ihr euch vorher die Hände gewaschen habt? Ins Licht. Also das kapiere ich nicht. Dieses Licht ist so blendend hell, so blendend hell. So blendend hell. Oh, tut mir wirklich leid. Ist es so besser? Jungchen. Sie ist wirklich tot? Wieso ist sie denn so plötzlich gestorben? Was hat der Doktor gesagt? Weißt du, sowas Ähnliches wie ein Doktor war eigentlich nicht hier. Es war kein Arzt da? Hast du ihr den Puls gefühlt? Puls? Aber klar doch, ist wieder mal typisch. Du kommst hier reingeschneit, wenn alles vorbei ist, und dann machst du so einen Wind von wegen Puls und sowas. Und woher wusstest du, ob sie überhaupt tot ist? Fran, ich weiß, wann jemand tot ist. Bin ja kein kompletter Vollidiot. Da bist du auf dem Holzweg, Fettbacke. Ui, ui. Franny, Liebling, ich hab hier was für dich. Kommt echt von Herzen. Soll ich es dir vielleicht mal vorlesen, Zuckerstück? Ich nehme das mal als Ja. Was soll ich bloß sagen? Ja, ich gebe mich geschlagen. Ich mache dir nur Sorgen und Mühe. Doch das schlimmste Vergehen ist mir gestern geschehen. Ich begrub deine Mutter zu früh. Ach, nun hab dich nicht so, Franny. Sowas passiert öfter, sonst würden die nicht solche Karten verkaufen. Du hast meine arme Mutter lebendig begraben. Hab da gestern Fehler gemacht, zugegeben. Hab gesagt, tut mir leid, also hören wir da... Die Schwiegermama trotzdem verbuddeln. Und darauf haben diese beiden Flachhirne ihr Horrorwerk vollendet. Schaufel für Schaufel, Krume für Krume. Aber meine Zeit war noch nicht abgelaufen. Deshalb wurde ich aus dem Jenseits wieder ausgewiesen. Doch diesen wunderschönen Ort vergesse ich nicht. Weil da alles viel besser, viel netter und viel angenehmer ist als im wirklichen Leben. Aber zum Glück weiß ich, irgendwann werde ich wieder dahin kommen. Hoffentlich muss ich nicht so lange warten. Eine ungewöhnliche Geschichte. Kann man wohl sagen. Nächste Woche haben wir wieder ein Geheimnis. Unsere Zuschauer. Wer sind sie? Wieso sehen sie sich diese Sendung an, wenn zur selben Zeit auf einem anderen Kanal eine viel bessere Puppenshow läuft? Und? Schnitt.
Spitzenklasse, Ethel. Was denn sonst? Ging mir ans Herz und normalerweise habe ich kein Herz. Hey, Requisite, mein Regiestuhl. Frau Phillips, das war eine besonders ergreifende Geschichte. Heute gebe ich keine Autogramme mehr. Nein, hören Sie mir zu, ich habe eine Vision. Frau Phillips, es gibt Millionen Dinos auf der Welt, die ihr Leben in Elend, Verzweiflung und Einsamkeit fristen müssen. Niemand kümmert sich um diese armen Geschöpfe. Ist meine Limousine vorgefahren? Aber wir können den armen Dinoseelen in ihrem Jammertal helfen. Wir müssen ihnen klar machen, dass sie vom Leben im Diesseits nicht zu viel erwarten dürfen. Wir versprechen ihnen, ohne dass es uns was kostet, eine Belohnung für später. Sie haben uns auf das Thema Leben nach dem Tod gebracht. Und das ist der absolute Renner. Das für Grube. Aber meine Zeit war noch nicht abgelaufen. Deshalb wurde ich aus dem Jenseits wieder ausgewiesen. Doch diesen wunderschönen Ort vergesse ich nicht. Weil da alles viel besser, viel netter und viel angenehmer ist als im wirklichen Leben. Aber zum Glück weiß ich, irgendwann werde ich wieder dahin kommen. Hoffentlich muss ich nicht so lange warten. Eine ungewöhnliche Geschichte. Kann man wohl sagen. Nächste Woche haben wir wieder ein Geheimnis. Unsere Zuschauer. Wer sind sie? Wieso sehen sie sich diese Sendung an, wenn zur selben Zeit auf einem anderen Kanal eine viel bessere Puppenshow läuft? Und Schnitt. Spitzenklasse, Ethel. Was denn sonst? Ging mir ans Herz und normalerweise habe ich kein Herz. Hey, Requisite, mein Regiestuhl. Frau Phillips, das war eine besonders ergreifende Geschichte. Heute gebe ich keine Autogramme mehr. Nein, hören Sie mir zu, ich habe eine Vision. Frau Phillips, es gibt Millionen Dinos auf der Welt, die ihr Leben in Elend, Verzweiflung und Einsamkeit fristen müssen. Niemand kümmert sich um diese armen Geschöpfe. Ist meine Limousine vorgefahren? Aber wir können den armen Dinoseelen in ihrem Jammertal helfen. Wir müssen ihnen klar machen, dass sie vom Leben im Diesseits nicht zu viel erwarten dürfen. Wir versprechen ihnen, ohne dass es uns was kostet, eine Belohnung für später. Sie haben uns auf das Thema Leben nach dem Tod gebracht. Und das ist der absolute Renner. Das Versprechen, dass im Jenseits alles besser wird, hält nicht nur einsame Dinos bei Lust und Laune. Damit können wir auch eine kräftige Geldquelle... Ähnliches wie ein Doktor war eigentlich nicht hier. Es war kein Arzt da? Hast du dir den Puls gefühlt? Puls? Aber klar doch, ist wieder mal typisch. Du kommst hier reingeschneit, wenn alles vorbei ist, und dann machst du so einen Wind von wegen Puls und sowas. Und woher wusstest du, ob sie überhaupt tot ist? Fran, ich weiß, wann jemand tot ist. Bin ja kein kompletter Vollidiot. Da bist du auf dem Holzweg, Fettbacke. Ui, ui. Franny, Liebling, ich hab hier was für dich. Kommt echt von Herzen. Soll ich es dir vielleicht mal vorlesen, Zuckerstück? Ich nehme das mal als Ja. Was soll ich bloß sagen? Ja, ich geb mich geschlagen. Ich mach dir nur Sorgen und Mühe. Doch das schlimmste Vergehen ist mir gestern geschehen. Ich begrub deine Mutter zu früh. Ach, nun hab dich nicht so, Franny. Sowas passiert öfter, sonst würden die nicht solche Karten verkaufen. Du hast meine arme Mutter lebendig begraben. Hab da gestern Fehler gemacht, zugegeben. Hab gesagt, tut mir leid, also hören wir damit auf. Sie musste sich da eigenhändig wieder rauswühlen. Aus 4,5 Meter tiefem, festgetrampelten Dreck. Niemand hat ihr Mutter, willst du den ganzen Tag vom Fernseher hocken und zusehen, wie das Gras wächst? Und weiter geht's mit dem spannenden Live-Bericht über das Graswachstum auf dieser biogrünen, saftigen Wiese. Stimmt's, Armin? Und auch das stimmt, Mario. Wir haben dieses naturbelassene Gras seit 4 Tagen im Auge. Bis jetzt ist es fast einen ganzen halben Zentimeter gewachsen. Oh, ja, soeben höre ich, die Kamera fährt noch dichter an die Halme ran. Aufgepasst! Das Wetter ist traumhaft. Wir wollen ein bisschen in den Sumpf. Willst du mitkommen? Warum denn? Baby spielt so gern im Schlamm. Baby nimmt den Schlamm einmal mit. Und wir zwei können uns auf den Felsen sonnen. Da hätten wir früher aufstehen müssen. Die besten Felsen sind schon besetzt. Ach, lass dich nicht immer so hängen. Wenn man so alt ist wie ich, ist man froh, dass man sich hängen lassen darf. Hallöchen, Oma. Hallo, Mama. Wiedersehen. Halt, Charlene. Was? Wieso unternimmst du nicht mal was mit deiner Oma? Tja, weißt du, das ist ein spitzenmäßiger Einfall, aber der passt mir jetzt nicht in den Kram. Tut mir leid, ich muss passen. Vielleicht später mal. Das war keine Frage, mein Kind, das war ein Befehl. Na fein. Überredet. Klasse. Du, Oma. Was denn? Wollen wir was unternehmen? Wir könnten vielleicht, Tja, was könnten wir denn, ach ja, genau. Du könntest doch dein Fotoalbum herauskramen und mir von deinen Freundinnen und ihren Wehwehchen erzählen. Wir könnten auch um die Wette stricken. Nein, ich kann mich auch alleine unterhalten. Und wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, falle ich eben tot um. Ach, Mama. Mach's gut, Oma. Nochmal! Bum, bum, bum!
Bin da. Wer noch? Nach den gewaltigen Eruptionen der vergangenen Nacht verhält sich der Donnerberg heute wieder ruhig. Infolge dieser Katastrophe bedeckt mehr als 30 Zentimeter vulkanische Asche unser gesamtes Gebiet. Abertausende können nicht mehr die Häuser verlassen und Millionen Hektar Farmland sind verwüstet. Folgende Universitäten und Schulen müssen am heutigen Tage geschlossen bleiben. Sag es bitte. Magma-Lava-Universität, Gesamtschule, Eidechsen- und Bergsaurier, Haupt- und Vorschule, die Hauptschule hier Oldeweiß, Bobbler-Brea Oberschule. Dino, stark! Na, Kinder, hört schon auf. Nur weil ihr heute schulfrei habt, müsst ihr euch nicht gleich wie wilde Höhlenmenschen benehmen. Ist gut. Von der Arbeitsunterbrechung sind ebenso sämtliche Baustellen der Treufuß-Unternehmensgruppe betroffen. Ein freier Tag, ja! Ich kann faulenzen! Aschetag, es lebe der Vulkan! Wartet mal. Warum freuen wir uns denn? Na, weil heute Aschetag ist und wir nicht zur Schule müssen. Ja, Baby muss auch nicht zur Schule. Du bist ein Baby und Babys gehen nicht zur Schule. Ich will aber zur Schule gehen. Warum? Dann darf ich zu Hause bleiben. Du bist doch zu Hause. Dann habe ich ja, was ich will. Du, wenn wir gefrühstückt haben, hole ich mal den Schlitten Oh raus. ja, dann baue ich einen Aschemann. Ein Pinsel, ich weiß Und ich kann mir das Vormittagsprogramm ansehen. Ja. Es ist, als ob ein neues Leben anfängt. Und nun folgt wieder die beliebte Sendung Fragen Sie Herrn Eidex. Ja! Toll, also ich sehe zum allerersten Mal so ein Flugzeugtriebwerk. Wie funktioniert das? Tja, Timmy, wenn man etwas verstehen will, sieht man sich's am besten erstmal überall möglichst genau an. Na komm, wirf einfach mal einen Blick rein, komm. Alles klar? Inzwischen gehe ich mal hinter den Asbestschirm. Oh, jetzt wird er es gleich wieder sagen. Sowas, hier drin tut sich ja gar Sieh nicht. mal schön rein. Mach ich, aber ich glaube, es ist kaputt. Hier drin rührt sich nicht. Sag es! Wir warten. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Timmy. Na bitte, er hat's gesagt. Es gibt jede Menge Arbeit für dich, hörst du? Du hast vergessen, die Rechnungen zu bezahlen. Hab ich nicht. Doch, und auf der Heizungsrechnung stehen 3 Wörter. Bezahlen oder sterben. Dann lassen Sie uns immerhin die Wahl. Oh. Robby, du hast doch eine Hausaufgabe in Physik zu machen. Ja. Komm, Charlene. Kein Bedarf. Du kannst mir in der Küche helfen. Ich will heute einen großen Topf Traubengelee machen. Hey, das wird ein Spaß. Tada! Mama, was ist das? Weißt du, mit dem Ding schmeckt das Gelee besser. Das Aroma steigt in die Kuppel und sammelt sich in diesen Röhren. Toll, Mama. Unheimlich aufregend. Aber wie wär's, wenn ich das Gelee im Supermarkt kaufe und wir zwei machen uns einen schönen Tag? Charlene? Oder auch nicht. Hey, Papa, das hätte heute ein ganz irrer Tag werden können, aber Mama versucht ihn uns so richtig zu versauen. Ich meine, wer ist hier eigentlich der Chef im Haus, hä? Genau. Ja. Fran? Was? Sie ist der Chef. Schule. Ich liebe dich. Eins müsst ihr euch merken. Sehr viele bedeutende Erfindungen in der Geschichte der Wissenschaft waren das Resultat zufälliger Kombinationen von einfachen, gewöhnlichen Gebrauchsgegenständen. Oh, na schön, wer war das? Kombination. Also was hätten wir da? Turnschuhe. Ja, was noch? Luftpumpe, ja. Turnschuhe zum Aufblasen, ja. Oh, nein. Was für eine beknackte Idee. Was noch? Denk nach. Oh, Mann, auch das noch. Jetzt ist mein Schokoriegel mit Erdnussbutter vollgeschmiert. Ekelhaft. Sowas kann ich nicht essen. Ach, was soll der Schwachsinn? Ich habe sowieso keine Idee. Na fein, Kombination. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen. Los, Sinclair, streng dich mal an. Ja, und an diesem Tag, der überraschenderweise schulfrei war, hatten Tausende von ausgeflippten Typen und auf Asche stehender Mädchen ein absolut irres Vergnügen in der Vulkanasche. Sie beschrieben dieses Vergnügen als sauriermäßigen, abgefahrenen Superspaß. Na gut, das reicht jetzt. Ich gehe raus. Ich wünsche, dass du in deinem Zimmer bleibst und für den Rest deines Lebens auf jedes Vergnügen verzichtest. Sie nicht einfach umwerfen. Das ist meine Mutter, meine Damen und Herren. Wie wär's mit Applaus für den, der die Heizungsrechnung bezahlt? Verschwinde aus Robbys Gedanken und bezahl die Rechnung endlich. Ja, Schatz.
Schon gut, schon gut. Psst. Was hatten wir noch mal alles? Was hatten wir? Ja, den Vulkanausbruch. Ja, dieses komische Gelee-Dings. Die Heizungsrechnung, die niemand bezahlen will. Mann, ich hab's! Ist das ein Gelee-Vulkan oder wie, Nein, oder was? Quatsch, mit dem Gelee ersetze ich bloß die glühend heiße Lava. Und jetzt pass auf. Sieh mal, den Dampf, der entsteht, den fange ich da oben auf. Er wird weitergeleitet und beheizt nicht nur das Haus, sondern treibt auch eine Turbine an, die Strom erzeugt. Pass auf, Licht. Ich finde, Licht wird im Allgemeinen mächtig überschätzt. Ich bin der Meinung, die wirklich wichtigen Dinge passieren meistens im Dunkeln. Ich wette, es wird bestens funktionieren. Überleg mal. Saubere Energie, niedrige Heizkosten, Mann, das wäre doch für jeden was. Aber sind wir da nicht vielleicht ein bisschen übereifrig? Ach, weißt du... Du willst wohl allen Ernstes gewinnen, habe ich recht, mein Kleiner? Ja, aber die Konkurrenz ist auch ziemlich ausgeschlafen. Hast du Bernie Mehlmanns Arbeit gesehen? Du klatschst einfach in die Hände und das Licht geht an. Super, der absolute Hammer. Wie soll ich das überbieten? Oh ja, aber der Haken dabei ist, dass Bernie Mehlmann erbärmlich mieses Material verwendet hat. Weißt du, ich meine solchen Krempel, der ganz schnell kaputt geht, wenn man ihm den über die Rübe haut. Hey Mehlmann, lass doch mal deine Lampe leuchten. Nein, Spike. Spike, ich will diesmal fair und ehrlich gewinnen. Sag mal, wie hast du es bloß fertiggebracht, so lange am Leben zu bleiben? Das ist eine Darstellung von allen Schichten unserer Atmosphäre. Die blaue Schicht ist die Luft, die uns umgibt. Das sind die Wolken. Und die rosa Schicht ist Haarspray. Und die grüne ist das, was beim Niesen entsteht. Und das schwarze ist das Weltall. Was bedeuten diese 3 kleinen Punkte über den Wolken? Oh, das sind meine Großeltern und mein Hund. Er ist überfahren worden. Ein sehr rührender Einfall. Oh, vielen Dank. Naja. Nein, lass bloß nicht die grüne Flüssigkeit in die Hauptkammer. Hörst du? Gut. Ah, Spike. Welches Projekt hast du für die Ausstellung vorbereitet? Ich mache nicht solchen albernen Kram. Du musst dich aber daran beteiligen. Na gut, wenn Sie meinen. Na, was haben wir denn da? Da bin ich aber gespannt, ob ich neugierig bin. Das Projekt nenne ich Innenleben eines Fernsehapparats. Sehr eindrucksvoll. Irgendwie realistisch. Ah, Meister Sinclair. Na, was haben Sie denn für uns? Das ist die Sinclair Energiekuppel. Bemerkenswert. Du hast vor, eine natürliche Energiequelle von gewaltigen Ausmaßen anzuzapfen. Auf den Gedanken ist bis jetzt noch niemand gekommen. Ja, und meine Energie ist umweltfreundlich. Keine Abgase. Bist du dir darüber im Klaren, was es für Auswirkungen haben würde, wenn man deinen Vorschlag wirklich in die Tat umsetzt? Sie meinen, sowas geht? Ja, warum denn nicht? Robert, deine imponierende kleine Idee ist möglicherweise die bedeutendste Erfindung unserer gesamten Epoche. Mann, Sinclair, hey! Ja, ich hab's geschafft. Hey! Oh, Klatsch an, Klatsch aus, ich werde Millionär! Hört mal, wenn die Energiekuppel funktioniert, sagte der Chef Oberälteste. Wo war ich? Hier. Werden wir mit Sinclair über die Abtretung seiner Rechte verhandeln. Abtretung der Rechte. Wunderschöner Ausdruck. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich hätte niemals gedacht, dass das mal passiert. Die Regierung muss uns eine Menge Geld geben. Haha, ich will euch was sagen. Ist wie ein Traum. Kann mich mal jemand kneifen? Au! Ich liebe dich. Ah, da kommt unsere junge Berühmtheit. Sieh mal, Junge, hier ist wieder ein Artikel über deine Supererfindung. Ach ja, was schreiben die? Tja, um es kurz zu sagen, wir sind reich. Es gibt Lappen. Papa, ich habe diese Kuppel nicht erfunden, um reich und berühmt zu werden. Ich habe... Oh Mann, hey, mal mit der Ruhe. Ich habe sie erfunden, damit alle Dinos umsonst Energie kriegen. Das verbessert für alle die Lebensqualität. Ja, und deshalb bin ich auch so stolz auf dich, mein Sohn. Am besten stapeln wir das Geld im Keller und machen eine Schatzkammer draus. Earl? Ja, meine Teilhaberin. Das sind aber nicht die Werte, an die Robbie dabei dachte. Na fein, geht in Ordnung, Liebling. Wenn diese Werte wertlos sind, kaufen wir ihm eben neue. Es geht nicht immer nur um Geld, Papa. Stimmt, du hast recht, mein Sohn.
Doch diesmal schon. Hör zu, Papa. Selbstverständlich ist es toll, wenn wir was davon haben. Aber das Aufregende daran ist doch, dass alle etwas davon haben. Das ist etwas, was der gesamten Gesellschaft nutzt. Das ist eine Katastrophe. Aber nichts, was ein erfahrener Manager mit Ihren Fähigkeiten und Ihrem Ansehen nicht in den Griff bekommen würde, nicht wahr, Herr Dino-Feller? Schmieren Sie mir keinen Honig ums Maul. Ich werd's lassen. Wissen Sie, was ich mit Honigschmierern mache? Ich weiß nicht, Chef. Wir haben ein Problem, Richfield. Das. Sie meinen die Sinclair-Kuppel, Chef? Die Treufuß Energieproduktionsgesellschaft hat seit mehreren Jahren enorme Profite gemacht. Der Profit ist einfach unanständig gewesen. Unser Jahresbericht ist, ich will mal untertreiben, einfach skandalös. Unsere frohe, sorgenfreie Zukunft wird bedroht. Von der Erfindung eines vorwitzigen Schuljungen. Diese billige Energiequelle wirft die Treufuß aus dem Geschäft. Oder sollte ich vielleicht lieber sagen, Robert Sinclair hat die Möglichkeit, uns das Geschäft kräftig zu versalzen, falls wir ihm nicht schon vorher das Geschäft versalzen. Aha. Und da kommen Sie ins Spiel, mein lieber Richfield. Wollen Sie etwa, dass ich fresse, Chef? Ach, was, seien Sie nicht albern. Wir sind Führungskräfte eines namhaften, gewaltigen Unternehmens. Wir fressen niemals unsere Feinde auf. Dafür haben wir doch Anwälte. Hat jemand einen Anwalt verlangt? Im Augenblick brauchen wir keinen. Klar. Aber was soll ich dann tun? Informationen beschaffen. Ich muss alles Wissenswerte über den erfinderischen jungen Mann erfahren. Ach, ich soll nicht nachspionieren. Jetzt habe ich verstanden. Regierungen spionieren, aber wir doch nicht. Wir Firmen informieren uns bloß. Sie werden für uns sofort eine absolut unabhängige Studie über Robert Sinclair anfertigen. Und zu welchem Schluss kommt meine absolut unabhängige Studie? Dass seine Kuppel eine Schnapsidee ist, die niemals funktionieren wird. Aber bei allem Respekt, Chef. Die Kuppel scheint mir in ihrer unkomplizierten Einfachheit perfekt zu sein. Sie wird vermutlich ewig funktionieren. Wahrscheinlich ohne kostspielige Wartungsarbeiten. Und ohne irgendwelche Reparaturen. Das kommt bloß daher, weil er keine Firma hinter sich hat. Aha. Wir müssen den Burschen erstmal gewaltig unglaubwürdig machen. Sie müssen die ganze Dino-Welt überzeugen, dass der aufgeweckte junge Mann kein Wunderknabe ist. Dass er in Wahrheit bloß ein Spinner ist. Ein schwachköpfiger, verbohrter Spinner, der uns kaputt machen will. Aber, Chef, Sie verlangen, dass ich einen armen, unschuldigen Jungen fertig mache, bloß um der Firma Treufuß den Profit zu retten. Ist mir eine Ehre. Das Material liegt vor Ihnen, lieber Richfield. Oh ja. Oh. Wenn Sie Ihre Arbeit gut machen, bedauert es der junge Mann, dass wir ihn nicht gefressen haben. Seit vielen Jahren haben Ihre Freunde von der Treufuß Sie auf bewährte, zuverlässige Weise immer mit billiger Energie versorgt. Durch Verbrennung von Kohle, Holz und alten Reifen. Aber neuerdings gibt es einen oberschlauen Oberschüler hier in Pangea, der Ihnen weismachen will, Sie bekämen Energie von einem Berg. Haben Sie schon mal Energie aus einem Berg kommen sehen? Ich jedenfalls nicht. Kommt sie nicht viel mehr aus diesen Reifen, wie es sich gehört? Die Treufuß sorgt sich um Sie und um Ihre Familien seit mehr als 30 Millionen Jahren. Wollen Sie jetzt etwa auf jemand anderen hören? Wäre sowas nicht irgendwie undankbar? Treufuß, wir mögen es nicht, wenn man unsere Gefühle verletzt. Was für ein Haufen... Haufen was? Haufen nichts. Verzeihung, meine Dame, haben Sie mal von der Sinclair-Kuppel gehört? Aber ja, habe ich. Und ich finde, das Ganze klingt einfach fabelhaft. Wussten Sie, dass die Kuppel die Erfindung eines 15-jährigen Oberschülers ist? Nein, habe ich überhaupt nicht gewusst. Und haben Sie gewusst, dass der Junge voriges Jahr in Physik eine 5- hatte? Tatsächlich? Wie wir auch gehört haben, duscht er nach der Sportstunde nicht regelmäßig. Na sowas. Und haben Sie auch gewusst, dass eben dieser Junge nichts dagegen hat, verurteilten Schwerverbrechern Hafturlaub zu gewähren? Meine Güte. Dann fragen wir Sie, wem würden Sie wohl die Energieversorgung für Ihre Familie anvertrauen? Dem Treufuß, Ihrem zuverlässigen Freund? Oder einem Stinker, der Schwerverbrecher frei rumlaufen lässt? Na, der Treufuß. Ich bin ja nicht lebensmüde. Treufuß. Wir duschen immer nach der Sportstunde. Ach, als ob man der Öffentlichkeit so einfach was vormachen könnte. Oh, hey, ja, macht einen Flugsaurier! Aber was ist denn passiert, Robby? Was passiert ist? Ich sag dir, was passiert ist. Ich hab was erfunden, das allen das Leben erleichtern kann und die versuchen mich dafür umzubringen. Aber sieh mal, das macht doch nichts, mein Junge. Du weißt, dass deine Familie immer auf deiner Seite steht, was auch geschieht. Du verlässt dieses Haus, und zwar sofort. Ja, was auch geschieht. Du versuchst, die Grundwerte unserer Dinokratie zu untergraben. Hey, Papa, ich hab gedacht, dir gefällt die Kuppel. Du hast gesagt, die macht uns wahnsinnig reich. Doch nun zwingt sie uns zu Gesichtsoperationen, Verkleidungen und einem Umzugsprogramm. Das glaubst du doch nicht im Ernst. Baby zieht aber nicht um. Sowas.
Die Treufuß ist immer all die Jahre wie ein liebender, wenn auch ein wenig zu strenger Vater zu uns gewesen. Und wie hast du ihr dafür gedankt? Durch moderne Energie, die kostenlos und umweltfreundlich Du ist. stößt ihr ein Messer ins Herz. Aber, Das ist wahr. Es muss wahr sein. Ich hab's im Fernsehen gehört. die Treufuß-Werbung besteht bloß aus Lügen. Das spielt keine Rolle. Die Fernsehzuschauer glauben erst mal daran, also ist es wahr. Ja, aber was du da sagst, ist doch völlig beknackt. Ja, natürlich. Ich nehme an, die rasenden Demonstranten in unserem Vorgarten sind auch völlig beknackt. Das bedeutet nichts Gutes. Hallo? Sinclair? Oh, Herr Richfield, ich bitte um Verzeihung. Hören Sie auf, um Verzeihung zu bitten. Sie haben nichts getan. Bitte um Verzeihung, wenn meine Entschuldigung Sie verletzt hat. Hören Sie bloß auf mit dieser Kriecherei. Oh, das lag aber nie in meiner Absicht, Euer Chefheit. Vergessen wir's. Hören Sie mir mal zu. Ich habe über die Treufuß-Fernsehspots nachgedacht, die da laufen. Ich befürchte, dass die vielleicht unsere Freundschaft irgendwie belasten werden. Sind wir denn befreundet? Klappe, ich spreche. Wie wär's, wenn ich Sie und Ihre Familie mal zum Abendessen einlade? Abendessen? Heißt das, Sie wollen uns aufessen? Ach, heben Sie sich Ihre geistreichen Antworten fürs Abendessen auf, Sinclair. Und vergessen Sie nicht, die gesamte Familie. Ja, Euer Chefheit. Nein, das wäre geregelt. Gut, dann ergötzen wir uns mal einen Augenblick an unserer Boshaftigkeit. Oh ja! Der Sprechdichte nehme ich. Den Fusel geben Sie den an. Aber natürlich. Bonsoir. Bonsoir. Oh Mann. Ist es wahr? Hey, Rob. Wenn Herr Richfield so großmütig ist, uns in Freundschaft die Hand zur Versöhnung entgegenzustrecken, ist es wohl das Mindeste, dass wir sie ergreifen, damit er uns nicht den Kopf abbeißt. Ich hab nichts Falsches gemacht. Und das hat er dir vergeben. Also los, hauen wir rein. Na, wenn das nicht die Sinclairs sind. Was Sie doch für eine zauberhafte Familie haben, Earl. Oh, darf ich sie Ihnen vorstellen? Interessiert mich nicht. Hinsetzen! Ja. Junge. Fabelhaft. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Bla 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 bla. Schluss mit der Plauderei. Erhebt mir die Gläser. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Freundschaft! Stoßen wir an. Ja, stoßen wir an. Ich will anstoßen. Warum stößt keiner mit mir an? Au! Nun haben wir es. Das wäre wohl das Ende. Soll ich Ihnen gleich mal meinen Bauch hinhalten, Chef? Hey, Earl, nun seid ihr mal nicht albern, Mann. Wie könnte ich wohl böse sein auf so ein appetitliches, wonniges, aufgewecktes Herzchen? Schnucki, schnucki, schnuck. Ah! Ober, 2 Scheiben Brot. Ich mach mir jetzt nämlich ein Sandwich. Entschuldigen Sie bitte, Herr Richfield, aber dieses ganze Theater mit dem Abendessen und so bringt Sie keinen Schritt weiter. Wir haben Sie nämlich alle durchschaut. Nein, Chef, er lügt. Ich gar nicht, das schwöre ich. Hör auf, so unanständig ehrlich zu sein. Das kann doch nicht... Nein, Sie brauchen sich nicht aufzuregen. Ich bewundere Robbys Ehrlichkeit. Darf ich auch mal ehrlich sein? Der Oberältestenrat ist in deiner Kuppel überhaupt nicht mehr interessiert. Das Ding ist bei den Stromkunden unbeliebt geworden. Frag bloß nicht, warum. Aber da die Treufuß stets den Geist des Fortschritts gefördert und immer ermutigt hat, möchten wir deine Kuppel kaufen. Ja, damit sie nie gebaut werden kann. Na, hör mal, ich biete dir dafür 500 Dinomark. Donner! Habe ich mich irgendwie gehen lassen? Ich will ihr Geld überhaupt nicht. Aber ich... bitte. Kluges Mädchen. Sie dürfen gewaltig stolz auf ihre Tochter sein. Und ob ich das sein darf, Chef? Ja, meine Tochter ist ganz der Vater. Aber mein Sohn, ich weiß nicht, von wem er das hat. Ganz egal, was hier gesagt wird, ich werde die Kuppel nicht verkaufen. Robby! Was machst du denn? Was soll das, mein Junge? Hier geht's ums Geschäft, sagen wir 1000, aber das ist mein letztes Angebot. Ich verkaufe nicht. Nimm's an. 5000, nicht mehr. Nein, mach weiter. Die Kuppel werde ich nicht verkaufen, Herr Richfield. Eher würde ich sie dem Ältestenrat schenken, als sie Ihnen für 1 Million Dinomark zu verkaufen. Das ist doch bloß Taktik, habe ich recht? Nein, Papa, ich meine es ganz ernst. Oi, oi. Ich hab verstanden. Earl, Robbie spielt hier kein Spielchen. Er will wirklich nicht an Herrn Richfield verkaufen. Und ich bin wahnsinnig stolz auf ihn. Oh, ich bin auch stolz. Stolz, stolz, stolz. Nein, das ist keine Taktik von ihm. Robby lässt alles den Bach runtergehen wegen seiner Moralnummer. Natürlich macht er das. Geht alles den Bach runter. Papa? Au! Du bist doof.
Ja. Hör zu, wenn ich die Kuppel Herrn Richfield verkaufe, bin ich auch nicht besser als er. Warst nicht besser als ich? Pass auf, du triefnasiger Schmalspurzwerg! Ich werde dir... Lieber Herr Richfield, ich glaube, Sie sollten nicht so mit meinem Sohn sprechen. Glauben Sie? Sie haben nichts zu glauben. Sie sind Baumschubser, Sie arbeiten für mich, verstanden? Sie haben wohl völlig vergessen, mit wem Sie reden. Stimmt, habe ich völlig vergessen. Ja. Und bevor mir es wieder einfällt, möchte ich Ihnen sagen, es ist mir egal, ob Sie genug Geld haben, die Kuppel mitsamt dem Vulkan zu kaufen. Wir denken nicht daran. Was haben Sie eben gesagt? Ist mir egal, ob Sie die Kuppel kaufen wollen. Nein, 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 was haben Sie noch gesagt? Dass Sie den Vulkan kaufen? Das meine ich. Kaufen! Ich möchte zahlen. Und nun Meldungen aus der Wirtschaft. Die Treufußgesellschaft gab heute Morgen bekannt, dass sie das Vorkaufsrecht auf den Donnerberg und das gesamte ihn umgebende Gebiet erworben hat. Oh ja. Von DNN befragt, ob die Treufuß gestatten würde, auf dem Berg eine Kuppel für umweltfreundliche Energiegewinnung zu bauen, antwortete ein Sprecher des Treufuß-Unternehmens, der Vulkan werde zur Verfügung stehen, sobald eine Reihe von Sicherheitstests abgeschlossen seien. Das sei in etwa 1000 Millionen Jahren zu erwarten. Aha. Dann war alles, was ich gemacht habe, ein Schlag ins Wasser. Nichts weiter als absolute Zeitverschwendung. Nein, nicht ganz, mein Sohn. Ich habe nämlich gestern Abend etwas gelernt. 20 Jahre habe ich gedacht, die Firma will mir das Leben schwer machen. Aber das ist gar nicht wahr. Die wollen einfach allen das Leben schwer machen. Ich glaube, ohne dich hätte ich das nie begriffen, mein Sohn. Aber ich helfe dir doch gerne. Diese Informationssendung wurde für Sie von der Treufuß produziert. Treufuß. Wir wissen, was Sie wollen. Wir wissen, was Sie brauchen. Wir wissen, wo Sie wohnen.